Ja, aber interessant ist einmal 9 Monate, weil das ist eine gute Zeit. Ja, da kommt immer was Schönes raus nach 9 Monaten. Ja. Für den Verband hat es eine riesengroße Bedeutung, dass der Faustball ist ja bekannterweise doch eine Randsportart, wie uns immer wieder gesagt wird. Für uns ist es die Hauptsportart und die einzig wichtige. Und trotzdem wissen wir, dass wir immer nur mit Großereignissen die Chance haben, wirklich ein breites Publikum zu erreichen und wirklich erkannt zu werden. Und das sind nicht Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Europacup, Weltpokal, österreichische Meisterschaften, so diese Aushängeschilder, um das da geht. Und da haben wir jetzt in Österreich die Gelegenheit, die Europameisterschaft durchzuführen. Und für den Verband ist es ganz wichtig, dass wir uns wieder positionieren als eine tolle Sportart, dass wir viel Leute ansprechen, dass wir viel Werbung für unseren Sport machen und dass die Leute und die Sportöffentlichkeit in Österreich wieder wahrnimmt, dass es Faustball nicht nur gibt, sondern dass das ein super Sport ist, wo man sich dafür begeistern kann und dass wir auf der Schiene halt auch wieder entsprechend unsere Weiterentwicklung dann wahrnehmen können. Als erstes darf ich mal sagen, da habe ich die schönste Position. Als Präsident bin ich der sich da jetzt herstellen darf und erzählen darf und dort und da Repräsentationstermine und Sponsortermine wahrnehmen darf und muss. Gibt es ganz viele Leute im Hintergrund, die viel mehr hackeln müssen für diese Europameisterschaft und die schauen müssen, dass das tatsächlich eine Veranstaltung wird mit allem, was dazugehört. Und das ist einmal der Jockey Meyer natürlich, unser Hauptmanager sozusagen für diese Europameisterschaft, mit seiner Mannschaft, mit seinem Team. Das ist einmal ein Kernteam von 10 Leuten. Aber dann gibt es ganz viele, die in verschiedensten Bereichen sich einbringen müssen, bis hin, dass dann bei der Veranstaltung wen geben muss, der das Bier ausschenkt und der die Würsteln grüht und all diese Dinge. Und das ist unglaublich, was das für einen Verein bedeutet. Ich kann es jetzt nicht beziffern, wie viele Leute das wir letztlich brauchen werden, aber wahrscheinlich weit über 100, die sich da einbringen und die ganz viel in ehrenamtlicher Form da leisten müssen. Und das bedeutet aber auch umgekehrt positiv eine ungemeine Bewegung im Verein, ungemeine Aktivitäten, Dynamik und wieder viele Leute, die sich mit dem Faustball auch identifizieren und sagen, wow, da ist super dabei zu sein und die am Ende des Tages, wenn es dann gut gegangen ist, auch sagen werden, und ich war da auch dabei und dieser große Erfolg ist auch mein Erfolg. Und daher ist hier eine Riesenchance für den Verein, da wieder eine Welle mitzunehmen, die uns in der Zukunft viel hilft, den Faustball auch dann wieder entsprechend gut darzustellen und für den Faustball zu leben. Ja, für den Verband ist natürlich einmal grundsätzlich sportlicher Natur das Ziel, eine Medaille zu gewinnen. Weil Österreich bei allen Großveranstaltungen immer eine Medaille gewinnen möchte und auch das fast immer geschafft hat, mit einer Ausnahme 1982 bei der Weltmeisterschaft in Hannover. Sonst hat es immer Medaillen für Österreich gegeben, das ist auch hier das Ziel. Aus meiner Sicht ist es das Ziel, aber zumindest in das Finale zu kommen, mindestens die Silberne zu machen, damit es ein Finale gibt, wo Österreich dabei ist. Die Goldene wird schwer zu gewinnen sein, die Deutschen sind momentan der große Favorit. Aber das ist einmal die sportliche Challenge und ich denke, da sollte man die Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzen, aber das Silber wäre das große Ziel. Und da spielt es natürlich auch mit, dass so ein sportlicher Erfolg auch Wirkung hat in die Wirtschaft zum Beispiel. Wir brauchen viele Sponsoren, viele Unterstützer, viele Ehrenamtliche und alle die sind ja auch motiviert, wenn sie wissen, da ist auch sportlich etwas möglich. Wir möchten an diesem Erfolg dann sozusagen auch teilhaben. Und das heißt, dort ist die Verbindung, dass wir alle auch sagen und auch das transportieren, dass wir eine Medaille gewinnen wollen und alle können sich dazu einfinden und dazu beitragen, dass sie ihre dazu leisten, dass das am Ende des Tages möglich ist.